Der Bürgermeister von Wangen lässt sich seine Zusage ankaufen. Und wie nachher schließlich das Wasser am Weiher laufert wird, darf an Hubert seine preußische Tochter einen Schlauch heben. Der preußischen Zeitungsschmiererin gefällt das aber nicht. Und das sagt's auch. Und drum haut ihre Uschi vor die Leute am Mordstrumwatschen runter. Samt denn, dass seiner preußischen Tochter einbleibt hat, dass man nicht Gewaltmasse werden darf. Sie entschuldigt sich aber und ist jetzt auch dafür, dass der Brei eine Kläranlage baut. An Gregor, seine preußische Stieftochter, hat Arschkitzler gesammelt und der preußische Kölner möcht's ihr ins Knack einbräseln und erwischt aber statt ihrer Ururi und schließlich erwischt's ihm selben auch noch. An Rolli wird sein Karren tachet, aber die Versicherung zahlt ihm ganz. Sie kaufen sich aber keinen neuen nicht, sondern fahren bloß mehr Mineral wegen der Umwelt. Margot baucht für eine Kundschaft einen Puderkuchen, aber ein Mal geht etwas schief und erst den dritten kann's nachher ausliefern. Die Landweiber kriegen etwas falsch mit und glauben, dass Josie auf Rosenheim versetzt wird und nehmen für gut mit einem Blärmebuschen. Dabei ist aber das Schäd für 3 Tage. Das Bier, wo der preußische Kölner braut, geht voll daneben und drum kauft er ein Gescheites und gibt es als das Seinige aus. Kathi gespannt das aber gleich. Und weil er die Wette verspielt hat, muss er jetzt im Weibergewand derer sein Karren waschen. Der Hubert und der Sascha haben verkehrt und wollen's aber nicht zugeben. Wie es aber nachher nimmer anders geht, lassen sie sich von der Uschi pflegen. An Rolli, seine preußische Gspuse, baut einen Radlweg um einen Metzgerladen rum, weil die Strecke für die Radler zu gefährlich ist. Da ruckt's aber mit der Leni und mit der Bürgermeisterin zusammen.